Ciao, der geile Böck, hier ist mal wieder der frittierte Lehrstuhl mit einem neuen Lehrstuhl. Und heute ist das Thema der Artikel 13. Und was ich dazu halte, seht ihr jetzt. Oh yeah! Der Artikel 13, momentan eines der meist gehyptesten... Michi Biber, der Artikel 13, das momentan gehypteste Thema auf ganz YouTube. Und was ich so dazu halte, das habt die alle, die wir jetzt hier eingeblendet sind, haben mich gefragt, was ich dazu halte. Und heute kommt es zum Lehrstuhl hier zur Sprache. Fangen wir mal ganz simpel an, was ist überhaupt der Artikel 13? Und zwar ist der Artikel 13 von einer Richtlinie vom EU-Parlament. Das heisst, die möchten das Copyright-Verhalten auf online, einfach gesamthaft, möchten die mit dem Artikel festgeben. Also möchten es einfach grundlegend verändern. Und das hat momentan, so wie er jetzt so ist, grundlegende Folgen. Und zwar, wenn jetzt, sagen wir mal, der Artikel genau so bleibt, wie er jetzt momentan steht. Oder wenn er wirklich genau so angenommen wird. Das würde heissen, dass wenn ich irgendeinen Kuhporno auf YouTube stelle, den nicht ich trägt, gut, es gibt auch fast keine, nehmen wir es jetzt mal ab, wo nicht ich trägt, kann nicht ich belangt werden, sondern YouTube wird davon richtig Doki genommen. Auf jeden Fall, wenn dir das gefällt, was du hier siehst, dann abonniere mich doch einfach, du geile Stecken. Aber jetzt zurück zum Video. Oh, yeah. Oh. Und genau wegen dem wird es dann auch schlussendlich so rauskommen, dass dann YouTube nur noch Plattformen zulässt, respektive User zulässt, wo hinten dran eine grosse Firma steckt. Kein Content Creator wie mir, Mark Galaxy, Diktatoro, Gian Maria, Finger, Pumpkin, einfach Science und Sättige. Also, was mir dran an diesem Thema stört, ist einfach der hure Clickbait. Jetzt ohne Scheiß. In jedem verfickten. Also wenn man jetzt so mal Richtung Deutschland schaut, dann siehst du wirklich jeder zweite YouTuber, mein Kanal wird in einem Jahr gelöscht oder was auch immer, bitte helfen mir. Hashtag Save for Internet. Und Alter, das regt mich so auf, dass man das Thema so ausschlachten muss. Obwohl dass man sich nicht mal richtig darüber informieren kann. Das heisst, dass man einfach Zuschauer in einem Global lädt, YouTube wird gelöscht, bla bla bla, ich auch, mein Kanal auch. Das ist ein sättiger Scheissdreck. Auf jeden Fall, es ist eine Richtlinie vom EU-Parlament und darum ist das momentan noch nicht wirklich im Gesetz drin. Ich bin halt der Meinung, vor allem jetzt die YouTuber, die sagen, mein Kanal wird gelöscht, die sollten sich ein bisschen besser darüber informieren, bevor sie überhaupt irgendetwas rausholen. Es hat ja, glaube ich, angefangen mit dem Brief von dieser YouTube-Chefin oder Wissenswert oder wie der TV oder wie auch immer der Kanal heisst. Er hat dann ein Video darüber gemacht, in einem Jahr wird es YouTube nicht mehr geben, bla bla bla. Das stimmt eigentlich grundsätzlich so, wenn jetzt genau die Richtlinie so bleibt, wie sie jetzt ist und das alle Länder so annehmen, dann wird es höchstwahrscheinlich zu so etwas kommen. Aber ich bin der Meinung, wir sind ein freies Land, die EU ist auch frei. Und darum bin ich der Meinung, dass das eher weniger wird zutreffen. Es wäre auch eigentlich komplett sinnlos, irgendwie YouTube und Settings einfach alles zu verbieten. Und bei uns in der Schweiz jetzt noch weniger, aber vor allem in Deutschland draussen macht der Staat so viel Geld. Nur mit den Steuern, die die YouTuber müssen abdrücken von den YouTube-Einnahmen. Also das wäre für mich komplette Zensur vom Internet und darum auch eine Meinungsfreiheit, also einfach eine Einschränkung von Meinungsfreiheit. Aber das sollte jeder selber schauen. Ich verlinke euch ein paar Quellen hier unter der Videobeschreibung. Zum Beispiel der Mr. Wissen to Go, der ein sehr, sehr gutes Video über das Thema gemacht hat. Oder Kuchen TV zum Beispiel, absolut mein Fan, da kann irgendwo bleiben liegen. Und ja, das ist so ein bisschen meine Meinung, ja. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, die Schweiz wird von YouTube... Die Schweiz ist eh nicht in der EU. Wir haben ja nur ein Abkommen mit der EU, wir sind aber nicht in der EU selber. Und von dem her denke ich, uns Schweizer wird es eh nicht betreffen. Das heisst, jawohl, ich, der Lehrer, darf immer noch mit meinen Kühen geile Videos machen und dort dranbleiben und ihr dürft zuschauen. Wow, ich bin schon jetzt geil. Darum ich denke, ja, YouTube wird genau gleich bleiben. Es wird vielleicht ein bisschen mehr Einschränkungen geben. Also mehr Einschränkungen, ich denke einfach das Urheberrechtsschutzgesetz, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, wird einfach ein bisschen strenger gemacht und ein bisschen besser kontrolliert. Aber ich denke, es wird schlussendlich nicht in dem Sinne etwas sachverändern. Ich denke, es wird schlussendlich nicht etwas Schlimmes verändern, dass wirklich niemand mehr seinen Content machen kann. Vor allem auch
ich gebe hier meine Meinung aus. Das wird auch beispielsweise ein bisschen meine Meinungsfreiheit einschränken. Sag jetzt mal. Also das ist so ein bisschen das, was ich denke, was wird daran hindern. Auf jeden Fall, ich bin cool, mein Kanal wird nicht gelöscht. Von dem her, ich bleibe mit meiner Kuh. Ah ja, apropos Kuh. Das ist der Rolf. Das ist jetzt der zweite von meiner Kuhfamilie mit der Barbara zusammen. Ich hoffe, die zeugen jetzt noch das Kind. Dann wird wieder Götti. Das war so ein bisschen mein Thema über Artikel 13 gewesen. Ich hoffe, es hat dir genau da gefallen. Abonniere mich doch einfach für geile weitere so Artikelnummer. Vielleicht kommt jetzt der Artikel 385 und dann siehst du mich da halt in einem Jahr rechts an. So, jetzt hängt es mir diese Sachen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hilfe miteinander. Ah, yeah. Ah.